Willkommen in der Schweiz. Hallo zusammen, schön sind ihr wieder mit dabei. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Willkommen in der Schweiz. Ja, wenn man ein bisschen durch die Schweiz reist und in den Strassen rumläuft, fällt einem vielleicht auf, dass es sehr viele Plakate gibt mit politischen Botschaften und manchmal sehr bestimmte Sachen. Zum Beispiel so etwas wie Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot oder Nein zum Verbot für Tabakwerbung. Ja, was hat es damit auf sich? Wenn man vermehrt solche Plakate sieht, heisst es, dass bald schon wieder Abstimmungen sind. Und ich will die Gelegenheit gerade nutzen, um euch ein bisschen erklären, wie in der Schweiz Politik gemacht wird. Ja, das Wichtigste, was es da zu sagen gibt, ist, dass in der Schweiz das Volk sehr viel Macht hat. Weil das Volk kann nicht nur Politiker wählen, zum Beispiel im Parlament, sondern das Volk kann auch selber Einfluss nehmen, was für Gesetze wir haben in der Schweiz. So kann zum Beispiel ein sogenanntes Referendum ergriffen werden, wenn 30'000 Leute dafür unterschreiben. Ein Referendum ist dafür da, dass man ein Gesetz, das das Parlament neu machen will, dass man das stoppen kann. Das heisst, wenn die Politiker im Parlament abgestimmt haben, dass ein neues Gesetz kommen soll, können 30'000 Schweizerinnen und Schweizer sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass das zur Abstimmung kommt. Dann, wenn das Referendum zustande gekommen ist, also wenn 30'000 Menschen unterschrieben haben, dann kommt es zur Volksabstimmung. Das heisst, damit das neue Gesetz, das das Parlament wollte, in Kraft kommt, muss das Volk dazu Ja sagen. Etwas Ähnliches, also ein sogenannter direktdemokratischer Weg, ist die sogenannte Volksinitiative. Mit der kann man sogar etwas ganz Neues ins Gesetz aufnehmen. Oder genauer gesagt in die Verfassung der Schweiz, also der höchste Rang von schriftlichem Gesetz. Und zwar, wenn 100'000 Menschen für etwas unterschreiben, zum Beispiel für ein Verbot von Tier- und Menschenversuch, dann, wenn 100'000 Menschen das unterschrieben haben, auch dann kommt es zur Volksabstimmung. Das heisst, dann stimmt auch das Volk wieder darüber ab, ob man so ein Gesetz will. Also bei der Volksinitiative, ob man so einen Text in der Schweizer Bundesverfassung haben will. Ja, und jetzt ist es wieder so weit. Auf nationaler Ebene haben wir im Moment 4 solche Abstimmungen. Eins ist die Volksinitiative für ein Verbot von Tier- und Menschenversuchen. Dann bei einem anderen geht es um ein Verbot für Werbung
für Tabak. Und dann gibt es noch ein Referendum über das Steuergesetz, das Gesetz der Stempelabgaben. Aber das ist ein bisschen kompliziert. Aber es geht mehr oder weniger darum, dass grosse Firmen nicht müssen Steuern zahlen für Papier, wo sie in Umlauf bringen. Ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen zu sehr ins Detail. Und als letztes gibt es dann noch eine Abstimmung darüber, ob man lokalen Medien mehr Geld geben soll, damit sie auch ihre regionalen Zeitungen und so weiter führen können. Genau, also ihr seht, dass die Menschen in der Schweiz, also als gesamtes Schweizer Volk, sehr viel zu sagen hat, nämlich über auch ganz detaillierte Fragen. Ja, normalerweise muss ein Schweizer also bis zu 4-mal im Jahr seine Meinung sagen zu detaillierten Fragen. Ja, und die Abstimmungen oder auch Wahlen, wenn es darum geht, welche Politiker im Parlament oder in der Regierung sein sollten, das passiert immer mit den sogenannten Stimmzettel. Das heisst, die meisten Menschen in der Schweiz, sie brieflich abstimmen und wählen. Also jeder Schweizer, der wählen und abstimmen, also alle Schweizer Bürger ab 18, bekommen so ein Kuvert zugeschickt über. Und dort in diesem Kuvert hat es dann alle die Stimmzettel, wo man muss ankreuzeln, ja oder nein, was man will abstimmen. Und dann kann man das Kuvert mit all diesen Stimmzetteln wieder per Post zurückschicken. Das ist also ein sehr bequemer Weg, weil dann muss man nicht extra an einen anderen Ort gehen, um seine demokratischen Rechte auszuüben. Aber man kann natürlich auch an die sogenannte Urne gehen. Das heisst, im Stadthaus zum Beispiel kann man auch vorbeigehen und dort seine Stimmzettel rein tun. Genau, so funktioniert also die Beteiligung von allen Menschen in der Schweiz, wenn es um Politik geht. Ein anderer wichtiger Grundsatz in der Schweiz ist aber auch der sogenannte Föderalismus. Ihr wisst vielleicht, dass die Schweiz 26 Kantone hat, oder? Also ist unterteilt in die Kantone. Und jeder Kanton will eigentlich so viel Selbstständigkeit haben wie möglich. Also man will eine möglichst lokale Autonomie haben. Und das gilt nicht nur für die Kantone, sondern auch für die dritte Ebene. Und zwar auch für die Gemeinden. Also in den Kantonen hat es ja dann noch einzelne Gemeinden. Also die Schweiz ist aufgebaut auf diesen 3 Ebenen: Gemeinde, Kanton und Bund. Und man will, dass alles möglichst auf der tiefsten Ebene geregelt wird. Also die Gemeinden sollen so viel machen und organisieren, wie es nur geht, sodass der Kanton weniger machen muss und der Bund, das heisst der gesamte Nationalstaat der Schweiz, weniger muss machen. Ja, weil für die Schweizer ist es sehr wichtig, dass man mit seinem Gebiet, also mit seiner Umgebung möglichst viel selber machen kann.
Und dass nicht muss der grosse Nationalstaat kommen und den Menschen sagen, wie man Sachen machen muss. Genau, und das Prinzip nennt man Föderalismus. Und das führt dazu, dass es in den Kantonen sehr unterschiedliche Regeln geben kann. Zum Beispiel, wenn man das Schulsystem anschaut, dann kann man sehr erstaunt sein, wenn man sieht, dass jeder Kanton ein anderes Schulsystem hat. Aber ja, auch das ist Folge von dem Föderalismus, wo man in der Schweiz so gern hat. Das hat sicher einen historischen Grund, weil die Schweiz ist als Land, als Bundesstaat entstanden, weil sich einige Gebiete zusammenschliessen. Es ist eigentlich wirklich eine Wahlnation, wie man so schön sagt. Also die Gebiete, also die Kantone, die haben sich zusammenschliessen für ein Land, wo man frei kann sein. Die ersten Kantone, also die erste mythologische Zusammenschließung von der Schweiz ist entstanden mit Uri, Schwyz und Unterwalden. Oder die 3 Kantone in der Zentralschweiz. Und für dort sind dann immer mehr Kantone dazugekommen, die mitmachen bei dem Schweizer Bundesstaat. Genau, und so ist das entstanden, bis wir die Schweiz haben in der heutigen Form. Aber wichtig, jeder Kanton will möglichst selbstständig sein. Gehen wir weiter zu dem, was dann in Bern passiert. Bern, allgemein bekannt als Hauptstadt der Schweiz. Aber juristisch, muss ich sagen, ist Bern keine offizielle Hauptstadt eigentlich. Weil man hat in der Schweiz nicht einer Stadt mehr Macht geben als anderen Städten. Aber man hat Bern ausgewählt als der Sitz der Regierung und vom Parlament. Also unser nationales Parlament hat auch 2 Kammern, wie das ja in vielen nationalen Parlamenten so ist. Und unsere 2 Kammern heissen Nationalrat und Ständerat. Der Nationalrat hat 200 Mitglieder und gilt eigentlich als Repräsentanten vom Volk. Also der Nationalrat ist aufgebaut danach, wie das Volk das gewählt hat. Also welche Partei bei den Schweizer Bürgern am beliebtesten ist, die haben auch mehr Sitz im Nationalrat. Der Ständerat ist die kleine Kammer, hat 46 Mitglieder und die sind eher dafür da, den Kantonen Mitspracherecht zu geben. Also jeder Kanton hat im Ständerat 2 Abgeordnete, also 2 Politiker, ausser die Halbkantone, also Basel-Stadt, Basel-Land, Nidwalden und Obwalden und Appenzell-Innerrhoden und Ausserrhoden, sie haben je nur 1 Abgeordneten. Und das macht man, damit auch die kleineren Kantone, die im Nationalrat sonst nicht so viel zu sagen hätten, dass die im Ständerat die Möglichkeit haben, mehr gehört zu werden. Also so kann man schauen, dass möglichst alle Interessen vertreten sind. Sowohl von den Parteien als auch von der Grösse der Kantone schaut man, dass es etwa fair ist. Ja, und das Parlament mit diesen 2 Kammern ist dafür da, um neue Gesetze zu machen. Also wenn man
etwas Neues